Letztens habe ich gehört, dass es ganz wichtig sein soll, das Kleckerl zum Klicken, klickt das Kleckerl. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute sind wir mal wieder draußen. Und dass wir draußen sind, hat einen ganz bestimmten Grund. Weil ihr habt euch in letzter Zeit schon wieder des Öfteren ein kleines Video gewünscht, ein kleines Thema. Und da sind wir heute. Und dieses Thema werden wir heute behandeln. Der da hinten, genau. Unser zweiter Eicher, das ist ein Eicher Tiger vom Typ EDK2. Baujahr 1962, lass mich nachschauen. Ja, habe ich nicht angelangt, 1962. Knackfrische 28 PS. Und ich zeige euch jetzt einfach mal wieder irgendwas. Ich muss wieder dazu sagen, das ist jetzt kein hochrestauriertes Teil, sondern das ist ein Bulldog, der seit er damals gekauft worden ist, in Benutzung ist, auch nach wie vor noch. Wir fahren damit im Wald, wir machen damit unser Hai, unser Holz, unser Hai. Also der ist jetzt nicht auf Hochglanz, sondern der wird halt benutzt. Also weil ja schon bei unserem anderen Bulldog ist wieder ein luftgekühlter Motor, ein luftgekühlter Zweizylinder diesmal. Mit diesen 28 PS. Ich mache es ein Stückchen heller, dass ihr mehr seht. Da haben wir den Motor, trägdicht an, sagen sie bei uns immer. Das Ding hält, das Ding läuft und zwar auf Ewigkeit. Wir haben diesmal keinen offenen, sondern wir haben ein Verdeck drauf. Das ist von Fritz Meier, das ist ein Planenverdeck. Das ist auch schon mal gemacht worden, da war die Scheiben, die werden irgendwann narrisch matt. Die Frontscheibe ist noch die originale. Quietscht ein bisschen, aber geht. Mit wohlgemerkt Scheibenwischer. Dann haben wir hier, da seht ihr es jetzt gerade durch, haben wir wieder eine Aufhängung für ein, da ist eine Katz, Mähwerk. Und dieses Mähwerk ist jetzt nicht montiert, weil man im Wald grundsätzlich alle möglichen Äste und irgendwelchen Strippzeugs mit dem Mähwerk umeinander zeigt. Und deswegen haben wir es gerade hier unten, funktioniert aber noch komplett. Ich mache es wieder ein Stückchen heller. Diesmal ist sogar so, beim anderen war es ja so, dass das Mähwerk mit der Hand quasi manuell auf und anheben muss. Dieses hier ist schon hydraulisch. Da ist quasi die Halterung und da unten ist die Schubstange durchgegangen. Wer sich damit auskennt, weiß Bescheid. Ja, Katze, ich weiß schon, ich mache die auch. So, da gehen wir jetzt mal um. Ackerschiene ist ja klar, Heckhydraulik hat dieser auch wieder. Zugmal, Zapfrollen, Anschluss für Strom. Jetzt fragt ihr euch, warum hat der da den Gurt um mich? Das ist ganz einfach, von den sind jetzt die Halterung angerissen und ich habe es bis jetzt nicht geschweißt. Und deswegen ist der gut um mich, weil ich bis jetzt nicht dazugekommen bin. Da haben wir ein kleines Werkzeugkastel mit so einem Zeichen, was man immer brauchen kann. Übrigens, das da kann man zwischendrin schon mal einschmeißen. Das ist ein sogenannter Franzose. Wer das kennt, den kann man da quasi, den schraubst du quasi über den Griff auf und kannst dann da die Maulweiten verändern. Quasi so ein Allzweckschlüssel, wenn du Schlüssel brauchst. Da haben wir die zwei Hebel, einmal Hydraulik-Heck und einmal Hydraulik fürs Mähwerk. Schauen wir doch einfach mal auf. Der sieht, der ist schon ein bisschen, ja, älter. Das ist nicht mehr der Originale, aber ist trotzdem schon älter. Und dann haben wir eine kleine Besonderheit bei der Schaltung. So, das ist jetzt der Blick vom Führerhaus. Daherin haben wir einen spitzenklassigen Rückspiegel. Und hier unten haben wir die Schaltung. Beim anderen war es so, es war ein Schalthebel da mit Rückwärtsgang und dann gingen 1 bis 5 in so einer, ja, keine H-Schaltung, sondern quasi alle mehr. Da ist jetzt so, dass der quasi eine Untersetzung hat. Ich zoome jetzt einmal ein Stückchen ein. Und zwar haben wir da die erste Gruppe, 4 Gänge in der ersten Gruppe, langsame Gruppen. Dann haben wir die zweite Gruppe, 4 Gänge in der zweiten Gruppe, das heißt 8 Vorwärtsgänge. Und dann haben wir die Rückwärtsgruppe, 4 Rückwärtsgänge. 8 vorwärts, 4 rückwärts. Was haben wir da noch für Hebel? Differentialsperr, Hydraulik an- und ausschalten, Handbremse, sollte bekannt sein. Jo,
Und das ganze Ding läuft natürlich. Und damit ihr jetzt auch nicht irgendwie denkt, jetzt soll das Mikrofon in die andere Richtung drehen, aber ist ja auch egal, dass ihr auch nicht denkt, ich will was hören von dem Gerät, warum Leute mich nichts hören, stelle ich euch jetzt da für da, genau da, und dann schalte ich den Kiebel einmal an. Wenn sich jetzt noch jemand genauer zu diesem mordsmäßigen Gerät informieren will, dann verlinke ich als ersten Link in der Beschreibung einen Artikel, sag ich mal, zu dem Bulldog, dann wisst ihr auch ganz genau Bescheid. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Somit habt ihr jetzt unsere 2 Bulldogs gesehen. Ich gehe jetzt Brotzeit machen, hauen wir ein Glaselwurst auf. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bayerisch für Anfänger. Schaut auf Facebook, Instagram, Snapchat und sonst überall vorbei, was ihr wisst, was ihr kennt. Schaut da unten, was ihr überall vorbeischauen könnt, schreibt uns, schickt uns ein Backel und seid freundlich. Bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal und letztens habe ich gehört, dass es ganz wichtig sein soll, das Klickerl zum Klicken, klickt das Klickerl an. Das ist ja schon wieder Zungenbrecher. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Bayerisch für Anfänger, Havadere, Servus und schöne Grüße, seid freundlich.